Lieber Marius, noch die Genut Gottes, von der wir an uns mit sein und uns stärken, der ich dort was sehen wird, uns lehren will. Ich will nur denken, das Wort von der uns zu predigen und mitzuteilen, dann komme ich auf das Wort ein Baum oder ein Baumgarten oder ein Baum, Frucht. Und so wir haben mehrere Bibelversen in der Schrift von Frucht und von Frucht bringen und wenn er nicht Frucht ist und so dort verschiedene Versen. So wir wollen uns von der ein bisschen anlassen. Wenn wir im Garten gehen und wir sehen durch einen Mandarinenbaum oder wir sehen durch einen Orangebaum oder einen Pomelo oder Zitron, wir würden nicht unbedingt weiten, was dort wird sein. Wenn die alle einer besieden anderen Stunden würden, dann würden wir probably sein. Oh, das ist da und das ist da. Aber wenn die ein bisschen verstreut würden sein, dann würden wir gleich unbedingt sein. Oh, das ist der Pomelobaum und das ist der Zitron oder das ist Orange und ja, das ist der Mandarinenbaum, würden wir nicht unbedingt sein. Aber wenn die würden die Frucht anhaben, den Pomelobaum wird wir das erste von wieder auf all sein, oh, das ist ein Pomelobaum. Der Orange, da wird wir vielleicht auch sein, aber ich glaube, wir würden alle recognizen, was an der Frucht, was das wird sein. Aber der Baum selbst ohne Frucht, dann würde vielleicht nicht unbedingt klar weiten, das was vom Baum das ist. Jesus, dat ons er abhalten, dat we zelf naar de vrucht kijken van de boom, van de mensen, vrucht wat de leven doen. En toen willen we ons van die verzekeren een beetje nemen te laten. Maar we doen gaan, willen we ons opnemen te beden. Vader in Himmel, we komen weer verder en danken die voor wer du bist. We danken die voor die woord. We danken die voor die genade en voor die leven wer du bist, Vader. Du hast uns die openbaard. Du sind wir dankbar für und wir freuen, dass dein Wort an uns wird lebendig sein von dir und wird Leben bringen, dass wir wollen können Leben in die Frucht bringen, dass die gefallen wird. Vater, wir befehlen uns die an in Jesus' Namen. Amen. In Matthäus 7, en ik wil dit van jou probably een beetje van een andere zijde bekijken als Jezus dat hier krijgt. Meint dat. Maar in Matthäus 7, vers 15, da sagt het, seid je ver voor de falsche profeten. En ik wil van jou niet zozeer aan de falsche profeten denken, als aan de vrucht van persoon en probably ook met alle naar die zijde gaan, wat van de vrucht we gaan. En wo liegend onze vrucht gaan. Aber wir wollen uns das lesen, damit wir ein klein bisschen den Eindruck kriegen, was Jesus hier sagen will. Sagt es, seid ihr fair für die falschen Propheten, die in Schubskleider nach ihnen kommen, aber innerlich sind sie rietende will. Und dann sagt Jesus hier in Vers 16, die sollen da an ihre Frucht kennen. So, mit das Strophe hier, dann sagt es, dass wir sollen rückchecken, was die Personen tun. Wir sollen nicht checken, als du einen Schub was sein, in jeder Schub gehen, sein, als du einen Tag ever hast, oder in jeder Schub, als du einmal einen Wolf unten hast, probably nicht dort, aber das sagt, die sollen da an ihre Frucht kennen. So ich will sehen, ein Orangebaum oder Pomelobaum oder all die Bäume, die können wir nicht unbedingt Fuß erkennen mit einem neuen checken, was das ist. Ist das ein Orangebaum ist, oder ist das ein Pomelo ist, oder ein Zitron. Das haben wir nicht unbedingt mit dem ersten Glanz sein. Jo, wer das gut kennt, der würde das weiten. Oh, der Baum hat mehr Speckers, ja, nach weniger, und der hat die Blätter mit drin. Ja, das lebe ich über dem Kern. Aber wenn ich nu von der würde irgendwo im Garten gehen und ich würde an einen Baum kommen, dann würde ich probably double checken machen, was ich würde sagen, was das wäre. Hier sagt Jesus, dass wir sollen rückchecken, was von der Frucht wird das sein an dem Baum. Und dann sagt er, dann wieder, wollen Weindrüben von Hagelstruck oder Feen von Disteln geplant?
Weil dann sei ich, no, das ist ganz klar, das ist nicht so zu schaffen, das weiß wir. Wenn ein Feigenbaum ist, dann wollen die Feigen ansehen, und wenn der Distelstruck ist, dann wollen die Speckers ansehen. Das ist uns alle klar. Aber jetzt Jesus ein Beispiel, was er versucht, uns nachzubringen, wo wir nur kicken sollen. Und wir werden von der ein klein bisschen da, und da sie dann denken, dass was von der Frucht wollen andere von uns sein. Aber was von der Frucht haben wir, wenn andere uns beobachten, dann was von der Frucht wird uns zu sein sein. Wenn das ein Orangebaum ist, wird ein Orange und sein, oder wird dann irgendwas anderes nachgehangen sein. Jerozo draagt een gouden boom gouden Frucht en een slechte boom slechte Frucht. So dat komt op de wortel. Wat van de wortel. Wat van koren als die gezaad worden, dat wordt op dat komen dat. Vers 18 sagt es, ein guter Baum kann nicht schlechte Frucht tragen und ein schlechter Baum kann nicht gute Frucht tragen. Jeder Baum, der nicht gute Frucht trägt, wird aufgehakt und im Vieh geschmeten und ihre Frucht soll je ankennen. Wahre, das sind Jesus seine Wert, dass er zu uns sein, dass wir sollen rückchecken, was ist die Frucht von der Menschheit oder von mir. En wo we eigenlijk eerst al zeggen, we willen niks zeggen, kijken wat als jene persoon dort, ik heb du eingeheerd, en wat zijn deze vrucht, we willen een klimaat van de andere zijde bekijken, wat van de vrucht worden mensen aan ons zijn. En zo, ik heb een paar beelden met best afgebeeld, en we willen ons vandaag het eerste een beetje bekijken van de goede vrucht. Een goede boom, en de goede vrucht. En als dat bij ons wat te zijn zijn. En dat met deze dingen te zijn, dan zou je al voets wo ik te hergenomen. En dat is uit Galatians, daar waar we later nog, Galater, daar waar we later nog lezen. Maar nu waar we ons een klein beetje bloß betrachten, als we some andere versen betrachten, dan wat Jezus zei dat in Lukas 6 en in Matthäus 12. Hier in Lukas 6, Vers 43, da sagt Jesus es dit. Weil ein guter Baum trägt nicht schlechte Frucht und ein schlechter Baum trägt auch nicht gute Frucht. So, Jesus hat an Handpunkten, dass wir sollen den Baum beobachten. Und wo sollen wir das tun? An der Frucht. Und so, von der an können wir vielleicht das Wort Frucht mit Ansagen sein, dat zijn werken, oder dat is wat we doen in ons leven, wat er verkomen dat. Vers 45 sagt, jeder Baum ist an seine Früchte kann. Eine Plek nicht fehlen von Disteln oder Weindrüben von einem Brombeerbusch. So passiert nichts. Und erst bloß nicht nachgewaschen. Das hilft aber so vielmals so, dass wir sein, dass wir Gott kennen, und aber unsere Worte sind vielleicht Gott dort. Und das ist, was die Frucht ist, was Jesus hier versucht, rüberzubringen mit dem Beispiel. Vers 45 sagt er, ein guter Mensch wird aus das Gute in sein Hort Gutes für den Tag bringen. Und ein schlechter Mensch bringt von das Schlechte in sein Hort Schlechtes für den Tag, weil wovon das Hort voll ist, redet das Müll. Wovon das Hort voll ist, wird auch unsere Worte sein. Das wird das Wort Evangelium kommen. Und so, die erste Verse, was ich hier lesen habe in Matthäus, das wo Jesus sagt, dass die wahren Menschen sind, die wollen das mit ihrer Welt sehr gut fern und die wollen uns gute Geschichten vertellen. Und die wollen sich so verstellen, als wenn das alle reich ist. Aber du sagst Jesus, dass es unsere Aufgabe ist, das zu betrachten, zu bekicken. Wer ist es und was ist es? Und so, wenn das so steht ist, dass wir sollen rückkicken, mit was von den Augen wollen wir dann kicken? Oder wo wollen wir die Hand kicken, um das zu beurteilen, als das Baum gute Frucht hat oder als das schlechte Frucht hat? So, und der hat dann noch gedacht, so dass es Leib in Frieden, in Geduld, so dass haben vier Dinge, was ziemlich sehr an uns persönlich, das ist glaube ich alle an uns persönlich, aber das
wo wir reagieren, wenn some Dinge nicht reich gehen, oder wenn uns was jankert, oder wo wir mit Dingen umgehen, wenn Menschen uns beobachten, dann sein dort, dass wir live practicen, sein dort, dass wir ein Frieden haben, wo gleich Fuß abgewollt wird, wenn du Wort nicht kriegst, stimmt. Aber was sagen die Menschen? Jesus sagt, dass wir sollen checken, because they wouldn't uns do anerkennen, als wir aus das Orangebaum Orange wird anhaben, oder aus dem Wort Zitron anhaben. Wenn wir sagen, wir haben einen Baum gesät im Garten und wir gehen in Frucht und wir dachten, dass wir ein Apfelsinenbaum und von klein an, als der Baum gewachsen ist, verraten uns für die Apfelsinen, was wir würden ansehen. Und nu hat endlich so eine Frucht gedreht und dann gehen wir die aufplacken und dann sind das Zitron, sind die bis sehr süß. Well, dann würden wir uns somehow angeschmiert fühlen. Aber das ist nicht, was wir wollen. Aber wenn wir das Zitronen wollen brauchen für Fleisch mit Säure mehr und der Fleisch einen schönen Geschmack hat, weil dann gehen wir nicht in einen Orangebaum, dann gehen wir in einen Zitronenbaum. Und jeder Baum soll seine Frucht drehen. Und das wird Jesus versucht zu sein. Aber wenn wir wollen, einen Zitronenbaum als schlechte Frucht betegnen, dann können wir auch diesen Zitronenbaum alle Zitronen aufplacken. Und dann können wir den gut Zucker anstreuen an den Baum. Und so nächstes Jahr können wir expecten, nu was es schöne Apfelsinen haben. Was wird passieren? No, der wird nächstes Jahr wahre seine süße Zitronen haben, because das ist ein Zitronenbaum. Und wenn wir können uns noch so sehr dort freuen, dass wir nu wollen Oranges kriegen von diesem Baum, aber wenn das ein Zitronenbaum ist, dann wird das nicht halten. Der Zucker anstreuen, Salz anstreuen, was immer wir tun, das wird nicht ändern. So wir machen einen Apfelsinenbaum sagen, dass wir einen Kern Apfelsinen kriegen. Jesus sagt, wir sollen nur kicken an die Frucht, wo wir erkennen, was das vom Baum ist. Und so, ich glaube, uns ist das alle klar und uns jankert auch alle einen Baum zu sehen, wo die gute Frucht drin hat. Und so, ich habe die gute Frucht daran gestellt. Freundlichkeit, gut gesonnen sein, Gelindigkeit, Selbstbeherrschen und Glauben an Gott. Glauben an die Radung, die wir in Jesus kennen haben. So, das ist ein guter Baum mit guter Frucht. Und wenn wir das eine Person betrachten dann, und wir sehen dort, dass er diese Dinge bei sich, dann haben wir ein volles Vertrauen zu haben, dass das wird schaffen. Der wird nicht selfish sein, und der wird nicht bloß für sich streben, der wird nicht eierreich sein. Wir können eine ganze Reihe bieten, aber das weiß wir, das wird er nicht sein, because das ist ein guter Baum. Die Frucht wird er sein. Es ist ein guter Baum, dann wird die Frucht sein. So, wir sind bekehrt, wir sind wahre geboren. Und dann, wo wir an, dass wir haben ans Fleisch schmerzt, und ans Fleisch, das hat viel Janker schmerzt, und vielmals sind das Dinge, wo wir vielleicht unbedacht und hastig getan haben, wir haben nicht Geduld oder was immer. Und so, wir können nicht gut sagen, dass dann ist nicht alles ganz gut. Aber dann, wenn wir an denken, dann, wir haben nu ein bisschen von Jesus, der uns Mutter sprechen, kicken, wo von der Frucht der Baum hat. Und so, nu ist das somebody, der steht von eng offen, bekickt mir und die, und der kickt und denkt nur an, dass das der gute Baum, und dann sitzt du diese Eingeduld, oder diese kleine Fried, und was kann er dann von diesem Baum betekenen? Weil das ist bloß nicht ein guter Baum. Das, was Jesus ans Mutter sprechen hat, wo wir sollen kicken, sagt, an der Frucht, wo je den Baum erkennt. So, nicht frei, du hast nicht das frei. Wenn die kicken, die können sich nicht auf uns verlassen. Wenn die uns beobachten, dann sagen die, wir anmutig, wir sind über viele kleine Dinge, wo verhopsmäßig wird sind über viel zu reden oder nur zu denken, aber wir sind ganz anmutig. Wir sind unzufrieden. Wir sind lifelos. Oder was alle wir uns kennen reden. Ich glaube, vielmals, wenn kleine Kinder würden können reden, dann würden die manchmal sagen, dass das Baum, das fühlt sich nicht sehr liebend. Oder die Mama und Dad, die sind nicht sehr liebend. Oder was immer. Aber Jesus hat uns Mutter sprechen, dass wir sollen kicken, was von der Frucht ist da an, und dann weit wir, ob das ein guter Baum ist oder ein schlechter Baum.
So, wir alle haben das aber klar, dass wir wollen ein guter Baum sein. So dann, und dann, nu weit wie das auch, dort uns wird beobachtet worden, because Jesus sagt das zu allen Menschen, dass sie sollen nach uns kicken, wo unsere Frucht wird sein. Und so, was sagen die an uns? Sagen die diese Friede, diese Liebe, diese Geduld, Freundlichkeit, even in Dinge, in der Deel, wo es nicht fein schafft, wo es schlecht ist, sagen die das Friede? Oder was sagen die? Because Jesus hat die anderen Menschen haben uns gesagt, dass die sollen nicht mehr in die kicken, wo von der Frucht an was sind. Das hat Jesus zu den Menschen gesagt, die sollen kicken. Dann wollen sie weiten, als wir ein guter Baum sind oder als wir ein schlechter Baum sind. Wir haben das alle klar, wir wollen ein guter Baum sein. So, dann ist es unsere Aufgabe zu kicken, was wollen die können placken. Wenn die uns wollen beobachten, die wollen kommen kicken. Wir sagen, das Pomelenbaum oder Orangebaum oder Mandarinenbaum oder Zitronenbaum, die sitzen alle so über rein. Was wollen sie kommen placken? Wollen sie die scheine Mandarinen placken? Oder wollen sie den Baum, was so sei, nur ein Orangebaum looten, wollen sie anfangen zu essen, und wollen das Zitronen sein? Was ist es? So, Jesus hat uns Mut sprechen, dass wir sollen nur sein, dass wir diese gute Frucht ansehen. Matthäus 12, Vers 34, das ist am meisten selbe Versen, was sagt, ein guter Mensch bringt aus seiner guten Kummer gute Trüt, und ein schlechter Mensch bringt aus seiner schlechten Kummer schlechte Trüt. Ich sage Ihnen das, am Gerichtstag wird der Mensch Rechenschaft geben, even für jeder annetzelt Wort, das er geredet hat, weil es durch deine eigene wird, wo je gerechtfertigt und durch deine eigene wird, wo je verdammt worden. Die Frucht, die an uns zu sein ist, die wird bestimmen, was vom Baum wir sind. Und so macht das uns Mut zu sprechen, dass wir wollen nur sein, was von der Frucht wollen andere von uns beobachten. Aber wenn die uns beobachten, dann wird der Taubstamm der Baum und die Frucht. Hebräer 6, Vers 10 sagt, Gott ist nicht eingereicht, dass er jene Worten in jene Leib verjeten hat, die je in seinen Namen bewiesen wurden, als je die Heilige deinden und noch immer dein. Wir würden gern sein, dass je alle der Hoffnung festhalten und ewig bei dem Ende bleiben mochten. Die sollen am Glauben nicht entdautig werden, weil es viel mehr nehmt ihr diesem Vorbild, die durch geduldig sind, dort gekriegt haben, was an versprechen wir. Geduld nahm das hier ab. Aber das sagt, dass wir nicht sollen entdautig werden mit den Worten, die wir tun. Oder mit der Frucht, von der, was an diesem Baum wird sein, dass wir nicht wollen entdautig über sein. So, noch einmal drehen wir den ersten Baum. Du sei wie all die gute Frucht daran, wo wir alle wollen sein, dit ist mir, oder dit ist das ich sein. Aber wenigstens würden alle wollen so sein. Dit ist, wenn andere mich wollen beobachten, dit ist, was die an mich wollen sein. Aber das zweite Baum würde nicht wollen dort sein, was wir würden gleichen, dass sie sein würden. Because das sage ich mit den Versen, was ich gelesen habe, der dort in einteilen, was von der Frucht an uns wird sein sein. Und das weiß wir, das ist nicht bloß einmal, ein Tag, aber das ist ein großer Ganzen. Wir haben uns dort all gelehrt, dass wir manchmal Gott kennen, stellt sich uns sehr fein Handstehen. Dort verstehe ich Gott. Das ist kein Problem. Aber ein großer Ganzen, wo ist es? Dann sagen wir, der schlechte Baum, und ich weiß gar nicht, wir hier dürfen viel von reden, because das weiß wir alle, und da wollen wir alle nicht mehr zu tun haben. Und dann würde vielleicht sagen, dass der dritte Baum, der schlechte da hat, das ist sexuelle Anreinheit und all das, weil du bleibst alle weit weg von.
de Frau ist in unsere Gedanken auch. Ans Kontrolle, ans Selbstbeherrschen, das haben wir all an die Gute bei. Aufgärterie, Soberie. Nu kommen wir all in Galater, das 5. Kapitel nehmen. Ich soll noch einmal ein klein mit Treiben. Du lest wie in den 13. Vers, Brüder, jünt haft Christus die Freiheit verhaben, bloß brückt die Freiheit nicht das Fleisch den Willen zu loten. Deint einer den anderen in Leib. So das ist sehr topping. Was sagt das Vers 16? Ich sage Ihnen so, wandelt in Jes, dann wo ihr dort nicht tun, wo ihr dort Fleisch gelassen habt, sondern dann aber sei wie, was das Fleisch verworfen hat. Aufgärterie, Soberie, weil dann wird wir sagen, no, wir haben nicht Aufgärterie, no, wir haben nichts mit Soberie zu tun. Dat is ons alle sehr klar en ik hoop ook dat het zo staat is. Maar Aufgärterie denkt je vielmals bloß met, wanneer we dat woord lezen, dan denken we aan, oh, dat meint vielleicht eine Gestalt hier fern haben en da gaan de aanbeden, so wat er staat, dat is vielleicht wat ons im Kopf wird nennen. Aber wenn du kannst viel andere Dinge auch Aufgärterie sein. Wenn das auf einmal batu ist, dass Gott sein Wort ist und nicht Nummer 1, dus irgendwas wat ver dort gekommen, man dort ist Aufgärterie, because dann ist Gott nicht mehr die Nummer 1 im Leben. Und dann ist das Aufgärterie. Soberie, dort wird wir vielleicht ein großer Part vielleicht gar nicht willig kann, aber da kann sein, dass wir einmal vielleicht doch an something glauben, was nicht really Wahrheit ist. Te jaren tijd heeft het Kedenbruiven. En een ding wat ik geloof wat een beetje met soberie te doen had. Dat is al 31 jaar 3. Maar je heeft Kedenbruiven, du irgendwie das geschrieben, wenn du den nicht wieder geschrieben hast, dann muss einer Brief schreiben, wenn einer einen kriegt, soll er 5 wieder schreiben. Und wenn dort nicht da, dann würde ein Flug auf einen kommen. Some sort. Ich habe das auch mit für jeden, was kriegt wir. Aber ich glaube, dort hat somewhat mit soberie zu tun. In so einer Ähnlichkeit wird das noch mehr geben. Aber Paulus sagt hier, dass ein Schlachterbaum, der wird diese Sorte Frucht haben. Der wird zu sein sein. Du wird Feindschaft sein und du wird Striden sein und du wird Habsucht sein, bloß für mich selbst striden. Das ist Frucht an dem Baum zu sein. Dal sein. Nusig sein. Bloß für mich selbst. Hat alles traf mich. Ich weiß besser. Sang, Spolerie, zijn irgendwo den Eintritt. Und een goede vriend zijn, zijn die wat man te doen. Ik zijn wellig een anderen te beleiden met mijn weer, omdat ik mijn reich wat durchführen kan. Ik zijn afgängig wat anderen haben, en dadurch ik afgängig zijn, ik word weer zijn wat anderen worden doodschlagen. Beleiden zoveel dat die wonderen wer ik überhaupt wird sein. Und so geht diese Rede lang. So, Jesus sagt, dass die Menschen rum die haben alle die Freiheit, eine Miete kicken und zu sagen, was von der Frucht an mir wird sein. Das wird Jesus sagen. Und so, was vom Baum, da wollen wir vielleicht nicht 100% mit einmal vorbeigehen, als das nun ein Pomelo ist, oder ein Orange, oder eine Mandarine, oder ein Zitrone. Da wollen wir nicht unbedingt Fuß. Aber wenn die die Frucht haben, dann wollen wir das Fuß weit. Da wollen wir das sein. Und so Jesus sagt, dass die Menschen Rami, die haben die volle Reich, eine Miete kirchen zu sagen, was von der Frucht du was ansehen. Und dann werden sie weiten, ob das ein guter Baum ist oder ob das ein schlechter Baum ist. Wir würden gerne ein Teil mehr Dinge damit nennen, vielleicht in Einzelheiten, wo wir von deren leben, mit was wir uns alles aufgeben. Du würden Teil nennen, vielleicht, aber wir alle haben die Weisheit gekriegt von Gott zu prüfen. Das zu betrachten. Das sagt dort, ein guter Baum bringt gute Frucht und ein schlechter Baum bringt schlechte Frucht. Und an der Frucht, wo ihr wollt, was vom Baum das ist. Du willst nicht unbedingt mit einer Verbiegung sein, was von Mensch das ist. Nu zijn we bij den 4. Baum. Als Jesus angesteht vorbeigehen, da in Lukas 13, Vers 6, da sagt es das, hij vertelt ook dit gelijkenis
Ein gewisser Mann hat in seinem Weingarten einen Feigenbaum geplant und hat keine Frucht daran zu sägen, aber fängt keine. Dann sagt er zu dem Weingärtner, oh, ich bin nicht verabgerannt. Sorry, das will ich lauter lesen. Matthäus 21, Vers 18. Und dann lauter will ich dort lesen. Matthäus 21, Vers 18. Als hij tidig Samarias 3 naar de stad kwam, hunger aan, en als hij een vijgenboom aan waar stonden zag, ging hij aan, aber vond 6 nichts als Blätter daran. Dann zei hij zu dem Baum, mocht an die niemals mehr Frucht wachsen, en de Baum verdreht ab der Stede. Keine Frucht. Dit is wo some Menschen sich würden vergleichen, Handstahlen. Ich sei nicht schlecht, aber ich weiß, dass ich noch einen Teilraum haben, mich zu verbessern. Aber ich sei nicht wirklich schlecht, so keine Frucht. Jesus sagt, dann braucht du nicht mehr Frucht und Wasser. Wir sind hier ein klein bisschen durcheinander gekommen, mit, wo ich das hier lesen will. Und dann willst du nicht fruchtwert sein, sagt Jesus, dann braucht du nicht mehr sein. Und das sagt, der Baum verdreht, keine Frucht an, der Baum verdreht. Nu wil ik terug naar Lukas 13, Vers 6. Des Weingärtner, in Vers 7, dann zei de Weingärtner, ik zie nu al 3 Jahre hintereinander gekommen, Frucht an diesem Baum zu sägen und habe keine gefunden. Heb den auf. Woran den noch länger loten Kraft aus die Erde nehmen. Dann seht, Vers 8 sagt er, hei aber seht, lot den noch 1 Jahr stonen. Ich will am den Baum gruben, Messer anbringen, und wann der dann Frucht bringt, dann ist das gut, aber wenn nicht, dann kostet den aufhaken. Das Weingärtner, der hat mir und die hier auf diese Erde gesagt, und zu sein, als du nu wat diese gute Frucht sein, oder diese schlechte Frucht, wat du wat an sein. Und Jesus kam vorbei und hat bloß keine Frucht gesehen. Ich sei nicht zu schlecht. Ich versuche mich fein abzustahlen. Ich habe nicht schlechte Frucht. Na, gute habe ich eben so nicht. Ich will noch ein Teilchen mich ausbessern. Ich will noch ein Teilchen tun. Aber schlecht sein, ich will ihn nicht. Jesus sagte, das Baum, wo keine Frucht hat, dann braucht er nicht mehr Frucht wachsen und der verdreht den Baum. Jesus sagte, das Weingärtner, das Baum, da habe ich nur 3 Jahre Frucht gesagt und du hast bloß nicht Frucht finden. Dann darf ihn bloß mal aufhaken. Das Weingärtner, das Jesus da, er sagt, das so schön, dass er nicht Frucht an ist. Aber ich lot dem wenigstens noch, gebt ihm noch eine Chance. Jesus sagt, er wird, ich weiß nicht mit Wort, aber er wird rankommen. Er wird anspornen. Vielleicht schwere Tiden, vielleicht wird an der Wartel geschafft worden, vielleicht werden zum Warten aufgeschnitten worden. Aber er wird rangerufen worden, dass wir werden die Gelegenheit haben, nicht zu denken, woran ist er nicht Frucht? Du wird vielleicht, das sage ich uns durch, dass du was Messen angebracht worden. Und das kann vielleicht sogar stinken. Dinge eventuell gerufen worden, die anmachlich sind, die diesen Baum wegholen von Frucht bringen. Und dann werden wir sagen, dass es da nicht wird Frucht geben. Wenn das bloß nicht tut, dann ist es okay. Dann kannst du ihm aufhaken. Aber Jesus, der hat das Verlangen. Und er wird auf verschiedene Wege an mir und die nachkommen, omdat wir sollen denken, dass an der Frucht haben die Menschen an mir die Freiheit zu kicken, was für ein Baum sind. Und macht das immer wahrer so sein, dass wir wollen nur sein,
und dann denken, was für eine Frucht ist da. Jakobus 2, Vers 14 sagt es, was haupt dort, Brüder, wenn ein Mensch sagt, er hat Glauben und hat aber keine Werke, kann sein Glauben am Raden. Wenn ein Bruder oder eine Schwester nicht anzutragen und zu eten hat, und jeder an sagen würden, Gott mal und Friede haben, halt jünd warm und et jünd satt, und würden nicht geben, was an fehlt, was wir an dort haben. So ist dort mit einem Glauben, der nicht wirken hat. Möch Gott nur ansehen und sehen, und wenn das fehlt, ram uns zu groven, an dat du wat mehr Frucht kommt, weil wir uns aufstellen, und dat Gott wat kann, die Frucht kann bringen. So, der nächste Baum sei wie der ist verdreht, und willst du nicht Frucht bringen, dann sieht Jesus dann, den aufzuhalten. Aber mocht das nicht der Case sein hier, mocht das der Case sein, so ist der erste Baum wir, wo der viel Frucht ist und wo der gute Frucht ist, wo die Menschen mit Frieden und von weit auf können sein, das Baum hat gute Frucht. Dort jetzt scheint die Frucht auf der Platten. Dort jetzt scheint dich bei dem Baum zu sein, because du hast scheinet, du hast gutes. Und möcht Gott genug geben dafür.